Grüß dich, ich bin's wieder, die Brigitte. Und weil letztes Mal das Fleischpflanzelrezept so wahnsinnig gut bei euch angekommen ist, mache ich heute wieder was mit Hackfleisch, was ich meiner Meinung nach noch besser kann als Fleischpflanzel, nämlich Bolognese. Ja, wirst du sagen, Spaghetti Bolognese, das kann ich auch, da kann ich wieder abschalten. Ich habe aber einen ganz speziellen Geheimtipp angeblich von einer original italienischen Mama. Ja, ich zeige dir jetzt mal die Zutaten. Ich habe jetzt da 450 Gramm gemischtes Hackfleisch vom Metzger, ein bisschen Spitzpaprika-Raude, da werde ich vielleicht nicht alles verwenden, weil Mitbewohner mag es nicht so gern. Ein bisschen Tomate, dann habe ich 2 rote Zwiebeln, von der Knoblauchzehe, ja, ihr wisst es ja, ich vertrage es nicht, nehme ich nur also die Hälfte von der Zehe wahrscheinlich, einfach nur halt für den Geschmack. Dann die obligatorische Petersilie, also Petersilie, ein bisschen Chili, wahrscheinlich von der Chili die Hälften. Dann habe ich ein Bio-Tomatenmark. Da erzähle ich später noch was zum Tomatenmark. Eine Gemüsebrühe, ein Rahm zum Kochen oder Kochsahne, Kräutersalz, Meersalz, Pfeffer aus der Mühle, ein Öl zum Anbraten, leckeren, und der duftet so wunderbar, Basilikum, habe ich heute besorgt, habe mich voll gefreut, weil der auch noch recht günstig war. Dann später braucht man noch Spaghetti dazu und natürlich eine große Pfanne zum Anbraten. Ich tue das dann umladen in einen Topf und einen großen Topf für die Spaghetti. Ja, irgendwas habe ich mit Sicherheit vergessen, aber das werden Sie beim Kochen dann rausstellen. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir an. Schneller als gedacht habe ich jetzt auch schon den Nachtrag, was ich noch vergessen habe. Ein Paprika, Oregano, ein kleines bisschen Rosmarin, der war auf dem Balkon. Genau. Und jetzt habe ich schon mal so 400-450 Milliliter Wasser am Erhitzen und mache die Gemüsebrühe. Und in der Zwischenzeit schnippelt ich schon mal die Zwiebeln und alles andere nicht. Ich habe jetzt ein anderes Messer, weil ich meins mit dem weißen Griff derzeit nicht finde. Und ich habe nämlich immer ein Messer, das nicht schneidig ist, aus gutem Grund, damit ich mich nämlich nicht schneide. Und jetzt muss ich höllisch aufpassen, weil das da, was ich jetzt heute habe, das schneidet tatsächlich richtig gut. Genau. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's super, kann man nicht jammern. Ich war gestern in der Natur draußen, in Rupperding. Also, das ist auch was die Preisen immer falsch aussprechen. Es heißt also nicht Ruhpolding, es heißt Ruhpolding oder Rupperding, wie wir sagen. Genau, und da bin ich schön gewandert. Jetzt geht es wieder so richtig die Wandersaison an. Und da freue ich mich. Ah ja, genau. Und da wollte ich dir noch was zeigen. Das hat jetzt zwar mit die Spaghetti Bolognese überhaupt gar nichts zum tun, aber ich zeige es dir trotzdem. Ich habe heute auf dem Markt Brunnenkresse gefunden. Und ich habe immer gesagt, ja, Kresse, das finde ich nicht so interessant, schmeckt mir nicht. Aber Brunnenkresse habe ich dann einmal beim Wandern, hat mich einer darauf hingewiesen, probiert und das schmeckt einfach sagenhaft gut. Und das werde ich dann
öfters mal jetzt in Salate hauen und in keine Ahnung was. So, nehme ich ungefähr so einen Teelöffel Brühe, Bio-Gemüsebrühe ist es. Da darf man nachher dann aufgießen. Irgendwie schaut das Oberteil saublöd aus. Warte mal schnell. Ich ziehe mal anders, aber das gefällt mir nicht. Ja, auch nicht recht viel besser. Und das andere hat irgendwie ausgeschaut wie so ein Schlafanzug-Oberteil, gell? Ich habe mal gedacht, ich ziehe mir was an, weil ich mich doch allweil ansau oder einsau beim Kochen, was ja schmutzabweisend ist oder was dreckig werden darf. Aber eigentlich ist es wurscht. Hauptsache ich fühle mich wohl beim Kochen. Ja. So. Ja, was gibt es sonst noch zu verzeihen? Genau, und was ich vorher nicht gezeigt habe, und das zeige ich auch erst in ein paar Minuten, wenn ich schon, jetzt muss ich warnen, wenn ich schon die Bolognese am Köcheln habe, weil das ist wirklich ein super, super Geheimtipp. Das hat mir mal eine ältere Dame verraten und die hat gesagt, das hat sie original von einer Italienerin und die hätte ihr gesagt, so macht man das in Italien. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung, aber der Glaube versetzt Berge und ich mache das halt jetzt einfach so seitdem und bildet mir ein, dass deswegen meine Bolognese besonders gut schmeckt. Heul, heul. Ah ja, heute habe ich noch gar nicht so gesagt, gell? Da musst du bei mir drauf wohnen. Immer wenn ich was anfange oder was abgeschlossen habe, ich weiß auch nicht warum, aber dann muss ich das kommentieren mit dem Wort so. Ist halt so. Manches muss man bei sich selber auch einfach mit einem Lächeln akzeptieren. Also jetzt ist der Knoblauch drauf. Da habe ich jetzt wirklich nur von einer 10 die Hälften. Die schneide ich jetzt so klar, wie es irgendwie nur geht. Über die Zwiebeln drüber. Ah ja, genau. Dann wollte ich da noch was zeigen. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Wahrscheinlich jetzt nicht so. Das war eins von den Geschirrtüchern, was ich neulich beim Aldi gekauft habe. Und da steht drauf, I'm sorry for what I said when I was hungry. Und das habe ich danach erst gesehen, dass das da drauf steht und das finde ich ja so genial, weil ich ja gesagt habe, ich bin ja auch so, wenn ich einen gewaltigen Hunger habe, dann werde ich zum Tier, dann bin ich richtig unleidlich, gell? Aber keine Sorge, jetzt im Moment habe ich noch keinen. Genau, dann habe ich noch was Weltbewegendes. Ich habe jetzt schon 30 Abonnenten, habe ich vorher festgestellt. Ja, nicht dass es wichtig war, aber ich freue mich natürlich, ja. Schön ist das. Weil du musst sagen, ich rede ja Bayerisch und einige, kann ich mir vorstellen, denken sie, hä? Die verstehen doch gar nichts. Ja, und andere haben schon in die Kommentare geschrieben, dass ihnen das, oder einer, dass das sehr gut gefällt, dass jemand so, ja, Bayerisch kocht. Genau. So oder so, ich mache es einfach, wie ich meine. Wichtig ist, dass ich authentisch bin, glaube ich. Und ja, dass ich halt so koche, wie ich in echt auch koche und nicht irgendwie da rumgescheißelt mache mit sauteuren Zutaten, die wo ich im Endeffekt mir nie
sorgen darf oder so, sondern mit dem, wie ich halt normalerweise auch koche. Und ich denke, dass das halt auch wichtig ist. Ja. Weil gerade in der heutigen Zeit, da tue ich jetzt die Kerne außer, weil gerade in der heutigen Zeit ist ja doch so, dass du teilweise zum Einkaufen gehst, wie es mir neulich gegangen ist. Ich kaufe immer ganz gern so kleine Dosen Tomatenmark. Das ist die ideale Portion, gell? So ganz kleine Dosen. Die haben jetzt immer 29 Cent beim Rewe gekostet. Und irgendwie gefüllt von einer Stunde auf die andere kosten sie jetzt 59 Cent. Und auch bei ein paar anderen Lebensmitteln habe ich festgestellt, dass die Preissteigerung wirklich schon, also gar ist, gell, so 30, 40 Cent auf einen Dusch, das ist schon nicht ohne. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wir alle jammern ja eigentlich auf hohem Niveau, weil solange du sagen kannst, ich habe halt Lust auf das und das und kannst das kaufen, oder solange du im Kühlschrank genug drinnen hast, ja, kann man glaube ich auch jetzt nicht von Armut sprechen, oder? Wir haben sauberes Wasser, wir haben gute Sachen zum Essen und ja, wie gesagt, man kann halt auch selber kochen, gell? Und wenn man sich strikt danach richtet, dass man Angebote kauft, dann kann man auch gesund selber kochen und auch viel Gemüse kaufen und so. Das muss halt dann immer, zum Beispiel jetzt beim Obst, wenn jetzt gerade Birnen im Angebot haben, dann kaufe ich jetzt nicht sauteuer irgendwie Mandarinen. Ja, so ist das. Jetzt haben wir wieder gescheit dahergeredet, gell? Also mir nicht, aber ich. Jetzt muss die Pfanne erst einmal heiß werden. Die Pfanne ist jetzt gleich soweit. Jetzt tue ich noch 2 Bladeln von dem Basilikum schnipseln. Und gesellen sie jetzt zum Petersil. Rapsöl in die Pfanne. Dann als erstes die Zwiebeln. Ein bisschen anschwitzen. Ich verwende die Pfanne, wie gesagt, bloß zum Anbraten und tue dann später die Bolognese in einen Topf rein, weil da habe ich dann einen Deckel dafür und für die Pfanne habe ich nämlich keinen. Ah ja, und jetzt fällt mir gerade noch was ein, was wir später brauchen, nämlich ein Lorbeerblatt. Knoblauch riecht einfach gut im Zwiebel, gell? Okay. Dann darf ich jetzt schon das Hackfleisch dazu. Da habe ich jetzt ein gemischtes, also Schwein und Rind. Du kannst natürlich auch nur Rind nehmen. Oder, ja klar, wenn du das vegetarisch oder vegan magst, dann muss man natürlich ein Gemüse nehmen. So, das tue ich jetzt so richtig in kleine Stücke schon mal zerhacken und lasse das jetzt von der einen Seite anbraten. Gewendet habe ich schon.
Dann tue ich eben diese Hackfleischstücke ganz klar zerdrücken, weil ich das nicht mag, wenn dann in der Bolognese drinnen so große Stücke haben. So, jetzt wird gewürzt Meersalz. Pfeffer. Kräutersalz. Die Geheimzutat steht übrigens auch schon da hinten. Zeige ich dir gleich. Oregano habe ich keinen frischen, deswegen muss jetzt der getrocknete da. Jetzt kommen die Tomaten dazu. Paprika können wir in die Gleich drauf tun. Falls du jetzt sagst, ja, das ist ja gar kein Original Bolognese Rezept, weil das darf man ja dann so und so machen. Ja, mag schon sein, aber ich mache es halt so. Ja. Okay, jetzt spanne ich nicht mehr länger auf die Folter. Jetzt kommt Sardellen. Das hat mir eben eine verraten. Dann nehme ich bloß 2 Stück, weil die natürlich doch einen recht intensiven Geschmack und auch Geruch haben. Aber, also, 1,5 Stück nehme ich. Aber ich wollte mal halt rein. Das klingt voll. Die Sardellen gern diesen salzigen Geschmack. Und jetzt auch total geil. Sardellen zum Beispiel mit Ziegenkäse und dazu Marmelade, Aprikosenmarmelade. Ja, also dieser Kontrast zwischen salzig, sauer, süß, ich mag das. Ich weiß, viele sagen das ist ja greisig, aber ich finde es super. Jo, jetzt weißt du also das Geheimrezept auch. Darfst das halt niemandem sagen, gell? Bleibt unter uns. Ich vorher noch die Kräuter drauf. Und jetzt kommt das Tomatenmark. Das darf ruhig mit Obern, Salz sogar. Wieder mischen. Das Video wäre dafür so lang. Aber gut Ding will Weile haben, weißt du, gell? Jetzt gieße ich schon mal ein bisschen mit der Gemüsebrühe auf. Und jetzt dauert es auch nicht mehr lang. Dann wird umtopft. Lorbeerblatt. Jetzt ist es soweit. Den Topf, für den ich einen Deckel habe ich jetzt schon mal auf der nebenan liegenden Herdplatte ein bisschen erwärmt,
dass die Bolognese jetzt keinen Schock kriegt, wenn sie in den kalten Topf kommt. Da kann ich jetzt so auf 1,5 schalten und dann leicht eine Stunde so dahin köcheln lassen. Ein bisschen was von der Brühe tue ich jetzt in die Pfanne noch rein und tue das damit, was sich da drinnen noch an Geschmacksaromen befindet, praktisch raus. Bin schon wieder gespritzt, ich sag's euch. Bin das so ein Fackel beim Kochen. Also jetzt nicht, was die Hygiene betrifft, gell? Aber ich mache mich halt selber gerne mal dreckig. Okay. Ich glaube, es vertrocknet noch ein bisschen Tomatenmark. Das darf sich jetzt so richtig schön homogen verkochen. Der Rest von der Brühe noch drüber. Schaut schon wunderschön aus. Deckel drauf. Immer wieder umrühren. Ja, vielleicht in einer Viertelstunde oder sowas tue ich ein kleines bisschen von dem Rahm rein, von dem Kochrahm. Genau. Und ansonsten war es das, glaube ich, jetzt schon. Weil eine Stunde lang wirst du jetzt nicht bei mir bleiben wollen, oder? Dazu gibt es Spaghetti, die koche ich in einem Riesentopf mit Salzwasser und ein paar Tröpfchen Olivenöl. Drüber kommt dann Parmesan. Ja, und das war's soweit. Ich hoffe, dir hat mein Rezept gefallen. Darf mich über ein Abo freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Egal, ob es beim Wandern ist oder beim Kochen oder schauen wir mal, was ich als nächstes so mache. Ich habe dann später noch einen Schluck Rotwein drüber gehauen und einen Balsamico-Essig. Jetzt schaut es so auf dem Teller aus. Oben drüber habe ich einen Parmesan gestreut. Es riecht lecker und es schmeckt auch gut. Guten!